Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in der authentischen Überlieferung, im Paradies ist das, was ein Auge noch nie gesehen hat. Das, was im Paradies gibt, hat ein Auge noch niemals zu sehen bekommen. Und hat ein Ohr noch nie gehört. Und hat sich ein Herz niemals vorstellen können. Niemals kann sich jemand das Paradies vorstellen. Obwohl wir wissen, dass es im Paradies Erdbeeren gibt und Granatäpfel und Bananen und Kirschen und. Und dass die Frauen so wunderschön sind. Und dass und die Männer so wunderschön sind. Und. Aber trotzdem, Allah sagt, das, was im Paradies gibt, das kann sich keiner vorstellen. Es liegt über unserer Vorstellungsmacht. Man kann sich das nicht vorstellen. Du kannst nachts im Bett liegen und überlegen, Allahu Akbar, so und diese Flüsse, und das sind so Perlen und ein Fluss aus Honig und ein Fluss aus Wasser und ein Fluss aus Milch. Und Wallah, es ist nicht diese Milch, die wir kennen. Und es ist nicht der Honig, den wir kennen. Und es ist nicht das Wasser, das wir kennen. Was sich noch nie ein Menschenherz vorstellen könnte. Das Schönste im Paradies, oder zu den schönsten Sachen im Paradies, ist die Ewigkeit, subhanallah. Ihr seht ja nicht, wie die Menschheit danach strebt, dass die Menschen länger leben. Medizin und das und Medikamente und gegen dieses und gegen jene Krankheit. Und sie versuchen länger und länger zu leben. Warum? Weil ihnen das Leben gefällt. Weil der Mensch den Tod verabscheut. So wie es Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Der Mensch verabscheut den Tod, das Ende. Und deswegen ist das Schönste im Paradies oder zu den schönsten Sachen im Paradies die Ewigkeit. Es hat kein Ende. Es hört niemals auf. Die Gnaden Allahs, die Zufriedenheit Allahs hört niemals auf. So wie Allah Azza wa Jalla zu den Paradiesbewohnern sprechen wird. Und er wird zu ihnen sagen, was wünscht ihr euch? Er sagt zu ihnen, was wünscht ihr euch, meine Diener? Und die Gläubigen werden sagen, oh Allah, was sollen wir uns noch wünschen? Und du hast uns von der Hölle bewahrt. Und du hast uns in dein Paradies eingehen lassen. Welchen Wunsch sollen wir noch haben? Und er sagt es wieder. Was wünscht ihr euch, meinen Diener? Bis Allah Azza wa Jalla selber sagt, sie anspricht und ihnen sagt, ich werde mit euch zufrieden sein für die Ewigkeit und niemals auf euch zornig sein. Und dann werden die Gnaden Allahs und die Barmherzigkeit Allahs noch größer zu den Gläubigen, bis das Allah Azza wa Jal die größte und schönste Gnade ihnen gewährt, in denen er sich ihnen zeigt und die Vorhänge aufgehen, die Vorhänge des Nur, des Lichtes, das Licht von Allah Azza wa Jal aufgehen und sie Allah Azza wa Jal sehen werden mit ihren eigenen Augen, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba, ihr werdet Allah Azza wa Jal sehen, genauso wie ihr den Mond erblicken könnt, bei Vollmond, bei einem klaren Himmel. Allahu Akbar, was für eine Ni'ma wird das sein, seinen eigenen Schöpfer zu sehen, und das wird die größte Ni'ma sein im Paradies.
die größte und schönste Ni'ma, die schönste Barmherzigkeit des Paradieses, seinen eigenen Schöpfer zu sehen,